Herbst ihre Nadeln verlieren, stellen die Photosynthese ein und verfärben sich gelb und rot. Die Herbstzeitlose, hartnäckig dem eisigen Wind trotzend, ist die einzige Blume, die noch im Herbst blüht. Das Weidenröschen scheint sich mit dem von der Fruchtkapsel freigesetzten Pflaum vor der Kälte schützen zu wollen, während die Früchte der Heckenrose, die Hagebutte, reifen. Der Steinadler, der die Jagd auf die inzwischen für ihn zu groß gewordenen Gemskitze und die sich bereits für den Winterschlaf zurückgezogenen Murmeltiere aufgeben muss, sucht die Hänge nach Hasen, Wieseln und Alpenschneehühnern ab. Die Kälte wird immer bissiger und die klaren Herbsttage weichen immer häufiger Schlechtwetterfronten. Wolken bilden sich und lassen die ersten Schneeflocken auf die höheren Gipfel fallen, während sich im Tal leichter Nieselregen einsetzt. Der Himmel wird bleiern und die Berge verschwinden hinter den Wolken. Dann beginnt es plötzlich zu schneien. Der Winter ist da. Der ganze Zauber des Winters setzt sich im lustigen Schneetreiben frei. Die bunten Herbstfarben heben sich krass vom Blütenweiß des Schnees ab. In einer wie in Watte gepackten, über die ganze Landschaft ausbreitenden Stille glaubt man das Fallen der einzelnen Schneeflocken zu hören. Unter der Last des Schnees nimmt die Lerche, zwecks besserer Verteilung des Gewichts und um nicht erdrückt zu werden, die Form eines Kegels an. Nach den ersten Schneefällen strahlt die Natur in all ihrer weißen Pracht und die Landschaft scheint nicht wieder erkennbar zu sein. Der Winter trägt in bedeutendem Maße zur Regulierung des ökologischen Gleichgewichts im Alpenraum bei. Vor allem während dieser Jahreszeit findet eine natürliche Auswahl der sich am besten der rauen Umgebung angepassten Pflanzen- und Tierarten statt. Die Bäume haben der Last des Schnees standzuhalten, der die schwächeren Exemplare erbarmungslos zu Boden wirft, und die gesamte heimische Fauna sieht sich plötzlich schonungslos extremsten Klimaverhältnissen ausgesetzt. Das erste Weiß bereitet die Fauna und Flora auf die umfangreichen Schneefälle des Winters vor. Mehr im Süden, im Gebiet der Croda da Lago, beginnt der gleichnamige See an der Oberfläche zu gefrieren, während sich am Horizont schroff die Zacken des zerklüfteten Becco di Mezzodì abzeichnen.
Im Dezember begraben zwar weniger heftige, dafür umso länger anhaltende Niederschläge die Landschaft unter einer dicken Schneedecke, wobei Fauna und Flora einer harten Widerstandsprüfung unterzogen werden. Die Fichten verlieren im Gegensatz zu den Lärchen die Nadeln nicht. Sie erneuern diese fortwährend, und so die Photosynthese sicherzustellen. Was ihre Form in Anbetracht der Druckentlastung betrifft, ähneln die Kiefern kleinen Rutschen, die Rot- und Weißtannen dagegen Spiralen. Formen, die es ermöglichen, dass der schwere Schnee von den gegen der Erde gerichteten Ästen abrutscht. Der Winter erweist sich für bestimmte Tiere als ausgesprochen erbarmungslos, wie zum Beispiel für diese aufgrund einer Krankheit vollständig erblindeten Gämse, die im tiefen Schnee keine Überlebenschancen mehr hat. Aufgrund des fehlenden Augenlichts hat sie die Orientierung im Gelände verloren und vermag auch nicht mehr das inzwischen unter der Schneedecke verborgene Futter zu finden. Unter den Huftieren kann das aus tiefer gelegenen Gebiet stammende Reh am schlechtesten starken Schneefällen trotzen. Aufgrund der zunehmenden Besiedlung des Talgrundes und der Ebene musste sich dieses zur Familie der Hirsche gehörende Tier ins Hochgebirge zurückziehen. Die Beschaffenheit seiner Hufe ermöglichte es ihm nicht, von der Schneedecke getragen zu werden, und es kann sich nur mühsam einen Pfad durch den frisch gefallenen Schnee bahnen. Dieses Reh ist am Bachgrund eingeschlossen, wo meterhohe Schneewände zu schier unüberwindbaren Wellen werden und wo es nur nach wiederholten unermüdlich in Angriff genommenen Versuchen der tödlichen Falle zu entkommen mag. Solche Situationen setzen die körperliche Widerstandskraft der Tiere härtesten Prüfungen aus, und nur die starken und gesunden Tiere halten dieser durch den Winter bedingten Ausfall stand. Der Winter ist in einem gewissen Sinn der einzige, wahre Feind geblieben, der eine wirksame Selektion am heimischen Wildtierbestand durchführen kann. Die Gämse hingegen weiß sich besser der Härte des Winters anzupassen. Der kräftige Körperbau und die Muskelmasse ermöglichen es ihr, falls erforderlich, einen Weg durch den hohen Schnee zu bahnen. Zudem kann sie sich stets in Felswände und Hänge zurückziehen, wo sich der Schnee nicht anzuhäufen vermag. Die größte Gefahr stellen für diese Huftiere aber die Lawinen dar, die alljährlich eine große Anzahl Tiere unter sich begraben. Ihnen entkommen weder die Starken noch Schwachen. Die Faszination der Härte des Winters kommt in der klirrenden Schönheit des Schnees, des kristallinen Himmels und des unter der Wintersonne funkelnden Eises zum Ausdruck. Der Mensch hat den Winter von jeher als Gegensatz zum Leben betrachtet. Er ist sich aber gleichzeitig bewusst gewesen, dass nur dank der Unerbittlichkeit des Eises die Natur im folgenden Frühling umso üppiger zu neuem Leben erwacht. Ein Wechselspiel, das sich seit Jahrtausenden wiederholt und dessen Fortbestand heute leider immer unsicherer wird. Die Regole di Ampezzo zusammen mit der Einrichtung des Naturparks Dolomiti di Ampezzo stellen eine Hoffnung für die zukünftigen Generationen dar. Jeder soll sich am Erbe der Natur auch dank dem rücksichtsvollen Umgang durch den vorangegangenen Generationen erfreuen können. Der Park nimmt eine Fläche von 11.000 Hektaren ein und schließt 4 der wichtigsten Gebirgsketten der Dolomiten ein: Tofane, Fanes, Hohe Geisel und Cristallo. Nebst der geologischen Bedeutsamkeit weisen diese Gebirgsketten eine Vielfalt an unterschiedlichsten Ökosystemen auf, in denen auch eher seltene Pflanzen- und Tierarten anzutreffen sind. Dies alles bildet eine Einheit, genauso wie die anderen von der Regole di Ampezzo betreuten Gebiete, welche seit nunmehr über 1000 Jahren Gewähr für den Schutz dieser Landschaft bieten.